En krachten und wofern die Menschen wären, ihre eigene Gerechtigkeit wie nicht genug zum Himmel ankommen. Vandaag morgens gaan we weer met een thema, wo wir op Anfang verteld haben. Die von Ihnen wird hier mehr mal sein. Je weet dat we reden Anfangsjahr von einem Thema, was wir nannten ganz nie in Jesus. Und ich wundere mich an, aus das Thema, was wir nicht ganz zu holen kriegen, was das meint, ganz nie zu sein. Winnie the Pooh, der hat einen Tag, der merkt, was vor dich für seine Freunde, und dann jeft er das drei, und das will ganz verfolgen, und das sitzt uns, das erst nicht nie merken. Und jeft er das drei, und sagt er, das so gut als nie. Wenn die nie nicht so gut ist, sagt er hier an. Und einmal glaube ich, dass wenn wir das nie bekicken, was Jesus gemerkt und getan hat, das nie, was Gott an uns getan hat, und wenn der uns nie gemerkt hat, dann glaube ich, für jeden einmal, was das meint, ganz nie. Wenn Jesus sagt, er hat alles nie gemerkt, was das meint. Weil es im Alten Testament, Salomo, der weisste Mann, der gelebt hat, der sagt, dass das nicht nie unter der Sonne. Aber als Jesus an das Bild nennt, dann sagt er, weißt du noch, was er sagt? In der Offenbarung, der sagt, er mögt alles nie. Er mögt alles nie. Und Jesus hat so eine Arbeit, und Jesus schafft, und wir haben verschiedene Dinge durch die letzten Tiden bekickt. Wir fangen an mit einer neuen Geburt. Wir sehen, wir wollen eine neue Königreich wohnen, dann müssen wir einmal den geboren sein, wir müssen nie geboren sein. Und wir sehen dann auch, dass wenn wir, oder John Wall, ich kann uns eine Botschaft bringen, der sagt, wie wichtig das ist, dass wir uns lernen, zu weiter zu denken, dass wir sind neue Kreaturen in Jesus gemerkt. Dann sehen wir zu uns, dass wir, wenn wir ein neues Leben leben, dann werden wir nie denken, uns Gedanken soll ändern. Und Paul Treden vertellt auf mal, dass wir einen ganz neuen Weg von Kirche haben, wo die Kirche soll leben. Nicht bloß einmal Sinn nach das Gebiet kommen, aber wie sind die Kirchen, wo 2 oder 3 taub sind an Jesus in Namen, dass Jesus in der Mad Monk ist, dort wo wir die Kirche sind. Wir fahren nicht bloß in die Kirche, aber wir sind die Kirche. Und wir haben verschiedene Themen bekickt, aber dort nie, was wir uns von der bekicken wollen, dort ist Gott nötig, sehr viel nötig. Dort ist so eine Gott nötig, dass ich glaube, wenn wir dort würden zu holen kriegen als Kirche, dort wird alles ändern. Aber ich wollte dieselbe Zeit sein, dass das, was wir von der Welt vertellen, dort ist ein von den schwansten Dingen, die was zu schlucken für die Kirche in den letzten 2000 Jahren. Wenig Menschen kriegen das Thema zu holen, wenn Jesus sagt, ich habe das eine Ding nie gemerkt. Und wir werden in Wahrheit, ich glaube unbedingt, dass wenn wir das eine Ding verstehen, wenn wir das würden annehmen, dass das nie gemerkt, dort wird nicht bloß ans Leben ändern, dort wird der Weg ändern, wo wir die Bibel lesen, woran wir die Bibel lesen. Dort wird ändern, wo wir die Bibel ausleihen, wo wir die anwenden. Dort wird ändern, wo wir die Bibel predigen. Dort wird alles ändern. Und dort eine Ding, was Jesus hat nie gemerkt, das ist dort Bund. Nee, ich weiß nicht, wo eigentlich das Wort ist, weil wir wollen immer nicht von dem Bund vertellen, weil wir haben immer wie die schon immer so Angst vor dem Bund brechen, nicht? Aber wir haben einen neuen Bund gekriegt. Einen neuen Pakt gekriegt. Oder Gott hat einen neuen Pakt gemerkt mit seinem Volk. Und was das meint, was das sieht, und was das für uns bedient, das viel gerade ist, was wir glauben. Wir haben unsere Bibel in 2 Parts angeteilt. Und die von Ihnen, die in der Bibel lesen, die wissen dort, dass wir haben eine Bibel mit zwei Parts zu werden. Dus das Alte Testament und das Neue Testament. Und dort sind die ersten 39 Bücher, was wir haben im Alten Testament, und dann sind das die nächsten 27 Bücher, was wir haben im Neuen Testament. Und das sind 2 Parts, wo die Bibel ist angeteilt. Aber die meisten von uns, wenn wir die lesen, dann weiß wir Gott mehr, was meint das? Was meint das Alte Testament, was meint das Neue Testament? Und ich wollte das ein paar wieder erklären. Ich wollte das ein paar wieder versuchen zu erklären. Das Alte Testament, das sagt, was wir müssen tun, oder was das Volk Israel muss tun, um gerecht werden für Gott. Das Neue Testament sagt, was Gott hat getan, sodass wir gerecht werden durch ihn. Das sind ein paar wieder die Unterschied.
Aber wir haben nicht bloß eine Bibel in zwei Parts, das meint auch, wir haben eine Geschichte, eine Zeitlinie sozusagen, zwei verschiedene Parts von in das Alte Testament und das Neue Testament. Das meint, wie eine Zeit, wo die Menschen unter das Alte Testament Gesetz leben, und wie eine Zeit, wo Menschen unter die Juden leben, oder unter die Juden leben in das Neue Testament. Und die Dinge zu verstehen, das ist crucial, das sei wichtig, dass wir können weiten, was Gott will, mit unserem Leben tun und was er hat getan und was er nie gemerkt. Und bloß halt die weiten, das Alte Testament heißt Alte Testament, das Neue Testament heißt Neue Testament. Okay? Und das hat Gott nie gemerkt, besonders an die Zeitlinie. Okay? Nu, ich weiß nicht, jemand hat gesagt, dass wenn ihr das Alte Testament lesen, dann fängt ihr die Dinge an, wo sich das meist hier aus der Bibel, wo man das sagen, die Bibel, das meist wei. Und dann lese ich das Neue Testament und dann weiß ich nicht ganz genau, was das derselbe Gott ist. Das ist eine kleine Geschichte. Du fängst die Menschen mit immer an zu denken, es sind zwei verschiedene Gotts, die die Bibel geschrieben hat. Und das Problem ist, wir haben das nicht klar gehört, was das meint in jedem Alten Testament vielmal und was das bedient wird. Ich lasse mir erklären, was ich damit meine. Und im Alten Testament, du sagst dort, dass wenn ein Mann in der Früh top geschlafen hat, oder mit wem top geschlafen haben, wem der nicht soll, das meint Büter der Ehe, dann soll der Mann in der Früh gesteinigt werden. Okay? Im Bereich, wenn die Früh dort nicht will, oder das nicht Jahr engaged, und der Nuber hat mit der geschlafen in der Früh, dann soll der Junge, der das getan hat, im Jahr, was das geluten hat, wenn er nicht geschrien hat, und wenn ihr das nicht bleiben, dann gut mal lesen, 5. Mose Kapitel 22, Vers 23, das sagt, der wird getan haben, zu wem das geworden ist, die sollen alle beide tot gemerkt werden. Die sollen in der Stadt geschlagen werden, dann soll jemand Steiner tot gekillt. Das ist, was das Alte Testament gesagt sieht. Okay? Das hört sich so, wie weit nicht ganz genau, was wieder den gleichen zu tun steht. Aber das ist, was das sagt. Das Alte Testament ist voll von Gesetzen. Und die Ursache, warum das soll passieren, ist, weil du soll Gerechtigkeit in Israel leben und die Ungerechtigkeit soll rückgeschaffen. Das Neue Testament hängt hier in Stadt Gemeinde, ich wollte versuchen zu erklären und die wollen bald mitkommen. Das Neue Testament fängt an mit einem Weg von Denken, was du ganz anders ist. Und ich verstehe, dass das Neue Testament Bund fängt nicht an, wo Matthäus eingeschrieben ist, weil das Neue Testament eine Zeit fängt nur an, wo Jesus gestorben ist. Und abgestimmt, because im Testament kann man bloß dann aktiv werden, wenn der das geschrieben hat, wie es gestorben ist. So das Neue Testament wird nur aktiv, was Jesus gestorben ist. Aber in den ersten Blättern in Matthäus, du fängst wie alle nie einen Weg von Denken. Und ich will wissen, was ich damit meine. Wenn ihr lesen in den Bibeln, als Jesus gestorben wird, als Jesus geboren wird, Jesus seine Mom und Dad, irdische Dad, Josef und Maria, als Maria prägnant wird, Josef wusste das nicht, dass er von den Helden Jesus wird. Nu war das an, dass der Engel sehr haben, aber Josef wusste das nicht, dass er nicht nur bei sein Kind wird. Josef wusste, dass er das nicht getan und er wusste nicht, dass er von Gott kommt. Und so Josef dachte, der Nuba hat es getan. Und weißt du, was du in Matthäus Kapitel 1 sagt? Das erste Kapitel im Neuen Testament. Dort sagt, dass Josef, der will seine Mial am Plitschen gehen lassen, an Stellen gehen lassen, wenn der gleiche sei. Dort wie eureich für das Gesetz. Gott hat gesagt, wer einmal so ein Antwort, der soll die in der Stadtputz schlafen und dort merken. Josef das Wort, wo das Gesetz nicht, wo das Gesetz gehen wir. Kommt ihr mal so weit? Und dann, wenn ihr in Matthäus Kapitel 1 Vers 9, wo ist das? 19. Den 19. Vers, wenn ihr das lesen dann sagt er, dass Josef ein gerechter Mann. Gott nennt Josef gerecht, wenn er nicht das tut, was das Gesetz verlangt. In den ersten Kapitel im Neuen Testament. Und Menschen lesen das Neue Testament und die fangen an zu denken, was geht hier an? Sie in Jud, wenn die das gelesen haben, der will sich der Kopf aufgeklärt und die sagt, was die Welt geht hier an? Das geht nicht, dass Gott den will gerecht haben, wenn das ist, was der nicht, was das Gesetz sagt. Und wir können es schwer begreifen, dass Menschen
anfangen sie dort zu denken. In das kleine Jung, wo die geboren werden, wie weit nicht wir von Gott und wie weit nicht kommen von der Geschichte, wie von den Helden Jesus und so weiter. Aber Jesus ist der Abwassenteil, der hat auch ein bisschen weich von Denken. Hat muss sein? Als Jesus hier in sein Ministry, wie es der startig hier alt war, dann fängt er an Dinge zu tun, wo das Alte Testament, das Alte Gesetz gehen wir. Und ich weiß nicht einmal gleich, wenn ich das von dir verteile, aber so viele Dinge, was Jesus tut, der tut Jesus gehen die Juden ihr Gesetz. Lass mich ein paar Beispiele geben, ich kann Ihnen ein Teil geben und lass mich ein paar vertellen. Weißt ihr noch, dass Jesus durch den Karren Stab ging, der die Ohren dribbeln, am Sabbat, und die sollen am Sabbat nicht schaffen? Und die Lehrer, die Verantwortlichen, die sagen, hier ist gratis der Sabbat. Eva. Weißt ihr noch, wofür Jesus die Menschen heulen am Sabbat? In der religiösen Lehre wie ein Reich, die sagt, warum kommen die nicht an anderen Tag Luten heulen? Die sagen, sagst du, der Weg kommt ihnen dann Luten heulen, nicht am Sabbat, weil sie sollen am Sabbat nicht schaffen. Aber Jesus, der hat nicht bloß, wen der das nicht wisst, der hat mal flieht und Sabbat Menschen heulen. Eva. Okay? Weißt ihr nach dem Mann, was Jesus heulen wird, was blind geboren wird? Die Geschichte wird wie ein paar Werkzeuge harchen. Jesus heilt den Mann und du wirst 3 Dinge am wenigsten, was Jesus jener gesagt hat. Nummer 1, der heilt ihn an Sabbat. Nummer 2, der sagt zu den Mann, der soll nur sie lauer und sich waschen. Da wie jeden gesagt hat, die würden so weit gehen, die können so und so viel Stopp nehmen, aber die können nicht ganz bedeutet gehen. Und Nummer 3, Jesus hat ihn mit platte Üben entschmieren. Wisst ihr, dass wir jeden gesagt? Wenn ihr im Alten Testament lesen, dort sagt er, dass Israel, die soll niemals mehr an Sabbatblatt anrühren. Das ist actually, was das sagt. Ihr sagt dafür, wie es wenn, die sollen nicht merken, denken, ihr schon aus den Ägypten gewas werden, wo die heute für den Pharao mit Blatttielen gestreckt. Lest das Alte Testament. Das Alte Testament sagt, die Menschen sollen niemals mehr an Sabbatblatt anrühren. In Jesus, von alle 1000 Wege, wo er könnt, diesen Mensch heulen, dann quält er nicht jeden Blatt an und schmert er den gesagt. Die jüdische Lehrer, die Stunden und checken. Warum? Nö. Jesus, der hat nie ein Weich von Denken, der hat nie ein Weich von Leben. Und Menschen fangen an zu denken, und es ist wichtig, dass die das hören. Menschen fangen an zu sagen, Jesus kann das Alte Testament schlecht leiden. Menschen fangen an zu gehen und sagen, Jesus, der kann die Bibel schlecht leiden. Jesus, der hat nicht, was die Bibel sagt. Okay? Und Jesus macht erklären und sagen, was da passiert. Und wenn die, ich will einen Text lesen in Matthäus Kapitel 21, Matthäus 5. Du willst ein paar Versen lesen, wenn die in der Bibel haben, ich würde gleich nicht die Namen mitlesen, aber Matthäus Kapitel 5, du macht Jesus sich defending, oder der macht sich durch verteidigen und der Thema, dass die Menschen gehen sagen, dass die gleich das Alte Testament nicht mehr, die gleich das Alte Gesetz nicht mehr. So Matthäus 4, Vers 17, du sagst, Jesus ist das. Jesus ihnen wird selbst, er sagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Moses ihnen gesagt, in dort, was die Propheten gelehrt haben, zu nichts zu merken. So Jesus, dem hat die Menschen sagen, nicht denken, dass ich bin gekommen, das Alte Testament in die Gesetz bis alle und sie zu schmieden. Nichts zu denken. Dann sagt er hier, und ich bin nicht gekommen, dort über sie zu bringen, aber Wort. Was sagt das? Ich bin gekommen zum Wort. Irgendwer. Zu erfüllen. Ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, das Alte Testament, die Propheten in das Gesetz und sie zu bringen. Ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Und Menschen, wenn wir das so lesen, dann denken wir immer so, was meint das, wenn Jesus das kommt zu erfüllen? Dann man immer lesen, wie das du nennst, die drehen alles, was das Gesetz sagt. Dreht Jesus alles, was das Gesetz sagt? Oder was meint erfüllen? Ich will Ihnen gut sagen, zum Teil dreht Jesus, was das Gesetz sagt, und dass wir das ganze Gesetz der Propheten, die kosten 2 Dinge Topfuten. Gott leben mit alles, was die hassen, alles, was die best. In die nächsten Leben, das ist die selbst. Dort dreht Jesus später, als irgendwer anderes jemand zu tun hat. Gott lebt sein Vater da, was du und ich tun. Und Gott lebt die Sinn da, was du und ich jemals können. Gott lebt deine Kinder da, was du das. Gott lebt dein Mann und deine Frau da, was du das. Er starb für dich.
Und so Jesus die zwei Dinge besser als ein, der das jemals zu tun hat von an. So in dem Sinn deut Jesus, was das Gesetz verlangt, aber die Details von das Gesetz, die mit Fliedferken überstoppen. Und das kann ich mir jetzt nicht holen, in den Kopf, woran Jesus das tun. Aber ich will handsam merken, was das meint, weil es sagt, Jesus kommt nicht das Alte Testament oder die Gesetze und Propheten weiterschmieden, der kommt zu erfüllen. Was meint erfüllen? Und wenn die das griechische Wort wollen lesen, was erfüllen meint, die braucht das so ein Ding, wo die Kost was nennen. Ich hatte hier so eine große Malkorn oder irgendwas haben, nicht? Das Gesetz, Jesus braucht das hier so ein ladiert Ding, wo nur Spann ist. Okay? Das Alte Testament, wie ladig. Das können nicht tun. Paulus sagt, dass wenn ihr das Gesetz wollen lesen, das Einzige, was das Gesetz was ihr tun, ist wiesen, dass sie in Karte kommen. Menschen proben, Menschen raken, Menschen schaffen, aber das Einzige, was das Gesetz tut, ist, die Menschen das wiesen, dass die haben das nicht gemerkt. So, das ist ein ladjet Gesetz, das Alte Testament ist ein ladjet, so eine ladjet Krug, wo nur Spann ist. Und wenn es sagt, dass Jesus kommt, nicht dass uns sie zu schmieden, aber zu erfüllen, das meint bloß, dass Jesus kommt, wirkliche Meinung zu bringen. Dort zu bringen, was du Leben bringen. Because Jesus ist nicht bloß ein Gesetz, was uns sagt, was wir in Arbeit tun. Jesus kommt zu erfüllen, in das Leben gewohnt davon sein. Das ist ein Klima, wenn du eine große Krug in Desert, oder du schmeißt dort gedacht sein in der Wüste, in Israel, wo die eine große Lade Krug bringen. Dort merkt die bloß nach denken, dass die darfst. Du isst nicht. Dort war das Alte Testament, alle Gesetz wir. Jesus sagt nicht, ihr kommt um das Weichschmieden, er sagt, ihr kommt um das Leben zu bringen, er sagt, ihr kommt um das Erfüllen. Und das griechische Wort, das ihr braucht zum Erfüllen, das meint actually ganz bei Buben Fall merken, dass du nicht mehr hineinkommst. So Jesus als, der kommt die Bibel mit der tiefen Meinung zu geben. Because alles, was das Alte Testament gesagt hat, ist, du kannst was besser, du kannst was besser, du kannst was besser. Kick in die Zukunft rein. Nu wollt ihr das nicht merken, nu kommt ihr kalt, aber du kannst einer, wer du besser ist, wer ihnen was helfen, wer ihnen was Leben bringen, dass wir das wollen merken. Und so ohne Jesus wird das Gesetz nicht, aber Jesus kommt das Gesetz zu erfüllen. Das meint nicht, dass Jesus kommt das Gesetz so zu leben, als die Menschen am sehen. Das meint, er braucht Leben in Meinung an das Gesetz nennen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil wenn wir das mal verstehen, dass Jesus will nicht das Alte Testament weichschmieden, der will euch die Bibel nicht die schmieden, dass die Menschen sehen. Er will eine neue Meinung geben, eine wirkliche Meinung geben, dann man immer merkt, dass dann, wo dann Dinge passieren, was passieren. Sieh, was Jesus in Wirklichkeit der ist das. Jesus kann euch sagen, dass die den Alten Testament nicht lesen sollen. Oder dass die den Alten Testament so weichschmieden. Jesus kann man immer sagen, wo die das brauchen sollen. Because wenn die das Alte Testament was lesen, so dass die das nicht Jesus bringt, dann man immer was die Bibel nicht mehr brauchen zum Menschen weiter. Die was die Bibel nicht brauchen zum Menschen trauen. Die was die Bibel brauchen, kriegt mit jedem. Zum Menschen zu bringen, zum Menschen lernen zu leben, zum Menschen lernen, dass sie ihre Fein leben. Das ist, was wir in der Bibel haben. Aber wenn wir das lesen, bietet Jesus in den Zentrum, dann brauchen wir die Bibel zum Religion merken, zum Menschen in Kontrolle holen, zum Menschen dumm sind today, zum Ehes trauen. Und das passiert alle wen. Ich will wir wollen an denken, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir sein, von der ersten Tag, das sind manchmal Menschen, jeder wie von Jesus vertellen, jeder seine Tanz gleich in die Bibel weg. Wir sagen euch, wir wollen die Bibel wegschmieden. Das gehen, wir werden viel Dollar die Bibel lesen, aber mit dem Sinn, dass Jesus ist der Zentrumpunkt von alles, was in der Bibel ist. Und wenn wir dort wollen, den Zentrumpunkt sein, muss immer was alles ändern. Die Weg, wo wir die Bibel brauchen, die Weg, wo wir die Bibel lesen, ändert. Und ich habe eine Frage für dich. Glaubst du, ist das möglich, dass du die Bibel lesen in damals sein, aus den Menschen, die die Himmel gebraucht haben? Könnt ihr noch einmal fragen? Glaubst du, ist das möglich, dass du die Bibel alle Tag lesen, in der Bibel, die wird die, nicht die Bibel, aber der Weg, wo du die Bibel gelesen hast, der wird die in Trouble bringen, und dort wird die merken, dass du als Menschen weiter tun, als wenn du die Himmel gelesen hast.
En die van jullie wat is voor religieuze cirkels terugkomen, je weet niet meer. We kunnen de Bibel gebruiken om sehr veel Schulden te doen. Because dan hebben we nog, we doen dat damit, we doen dat aardig, we doen Menschen kontrollieren, aber dann sagen wir noch, wir haben Gott an our back. Wir doen Gott gebruiken om dat. We haben een recht om dat te doen van God. Okay? Geloof je, is dat mogelijk dat we kunnen de Bibel lezen? En ik zal het dit zijn. Geloof je, is het mogelijk dat je kost den Kopf aflezen? En alle dag de Bibel lezen, en jeder jaar de Bibel zo en zoveel moet lezen. En niets terugkrijgen wat deze terugkrijgen? Dat is werkelijk zo. Nu kijk maar wat Jezus zei tot de Jüdische leraars. In Johannes kapitel 4, vers 39 en 40, dat is dit. Nu dit zijn Jezus in de wereld, die kijkt de fariseer en schriftgeleerden. Dat zijn de jongens wat de Bibel van ver en heen uitwendig kunnen. Die kijkt en je zegt, dan zegt hij deze woorden, die zegt, je zieken en de schrift, wilst je meinen, du bent dat eeuwige leven te hebben. Zie de mensen die zieken en de Bibel dat leven te vinden. En die zegt, wat is maar aardig? Hark wat maar aardig is. Hij zegt, je zieken en de schrift, wilst je meinen, du bent dat eeuwige leven te hebben. En dan zegt Jezus, in de schrift is Judai, de schrift is, no sorry, die zegt, in de schrift is dat Jud, die van mij redt. Okay? Aber je wil niet naar mij komen, zegt hij, dat je dat eeuwige leven hebben kan. Kan je zien wat er aan is? Jezus zegt, je zieken, je bent, en je geloven aan dit wat je leven vindt. Aber dit krijgt wat naar Jezus wijzen, dit krijgt wat van Jezus vertelt. En die hadden Jezus vereerde uwen. Die vertelden met Jezus, en die kunnen het niet zijn, because die geloven hier wie leven ben. En dit is krijgt dat wat die allemaal naar Jezus wijzen. Jeder Testament, oude testamentliche Buch, had hij nog allemaal gewezen wie Jezus weer. Aber die had het niet gezien, nu staat Jezus verder. En die kijken Jezus in de uwen aan, en die worden het niet aan. Niet bloß waren die het niet aan, die willen dood meer. Dat is mogelijk dat u en ik de beste mensen op de wereld zijn. En allemaal de Bibel lezen en allemaal de Bibel lezen. En niemand den Punkt durchkriegen. En dat is krijg wat Jezus proeft te zijn. Ik ben niet gekomen om de Bibel wegschmieden. Maar ik ben gekomen om de nieuwe meinung aanbrengen. En leven aanbrengen. Dat wanneer je mij worden zijn bent. Dan wil je de Bibel gebruikt hebben te wat du is. En ik leg dat eens eenmaal. Zo dit te erklären. Maar en ik hoop dat mir zijn voor die. Niet bloß het Oude Testament heeft, oder niet bloß de Bibel is in twee delen eingedeeld, die tijd is, because er weer een moment wo dat Oude abhield dat niet aanvangt, okay? En zo dat Oude Bund, dat Oude Testament, dat is hetzelfde woord, dat Oude Bund, dat Oude Testament. Ik had het eens moeilijk erklärt en ik had de mensen gezegd, kijk dat maar zo aan als een zucht, wo du nenkrips. Aber die Suche ist nicht der Punkt von dit. Die Suche ist bloß Wort, was du soll anbringen, wo die Hand ist. Sieh, das Alte Testament ist nicht der Punkt. Das Alte Testament ist nicht der Punkt von dem Buch. Jesus ist der Punkt von dem Buch. Und wenn du das lesen lässt, was immer du lesen das in Alten Testament, das soll ein Purpose haben, das soll die nach Jesus bringen. Dieses immer ganz bei der Jesus Station fahren. Wenn du in den Such nennkriegst von Alten Testament, du musst du denken, dass das will die irgendwo hinbringen. Der Destination Point ist nicht die Such, das ist, wo die Such die soll hinbringen. Und das ist, was sehr viele Menschen nicht zu holen kriegen. Die glauben immer weiter, dass wenn du das Alte Testament lesen, dann das Neue Testament lesen, dann die Taub bringen, dann wirst du die Meinung finden. Du kannst nicht die Meinung an diesen Such finden, wenn du nicht lässt, den Such zu Hand fahren, weil die hinbringen. Kriege ich das zu holen? Und so sehr viele Menschen, nicht bloß im Alten Testament, die missen den Punkt, because die bleiben immer in den Such bleiben. Die kroppen keinmal, das zeige ich damit Bild nicht. Die von ihnen, was Yellowstone gesehen haben, weil ich sage, die sollen eine Train Station fahren, die haben ganz ohne Bild in ihren Kopf. Und anyways, was ich meine mit nur diesen Train Station fahren ist, du wo Jesus ist und dort wo der Punkt von der Bibel ist, Jesus selbst. Wir sind nicht gemerkt, um im Alten Testament leben. Wir sind nicht gemerkt, ich rede büchlich, ich rede nicht von der Zeit. Wir sind im Neuen Testament Zeit, aber wir sind nicht gemerkt, um
das Neue Testament uns wird Leben geben, weil Jesus ja uns Leben. Und wenn einmal du die Bibel lesen lässt, wenn dort nicht was die du anbringen, wo Jesus ist, dann hat das nicht geholfen. Okay? Und so ist es wichtig, dass wir das verstehen. Jesus kommt nicht das Alte Testament zu nichts zu merken. Die mögen Mut, dort in den Suchen ankriegen und Leute nicht in Jesus Station führen. Aber wenn ihr stur seid, die sagt euch dort in den Suchen nicht abgeben. Die sagt, immer waren, wenn jeder. Und dort ist der Punkt. Wenn du wirst das Alte Testament lesen, dann lut das die du anbringen, wo das will die anbringen. Because und ich will Ihnen gleich, ich kann Ihnen lieber bloß ein paar Schriftstellen geben und sagen, gut lest die, dort die weiten, was ich damit meine, aber Römer 3, Vers 20 sagt es das. Willst du durch die Gesetzeswerken, wird kein Mensch für Gott gerecht worden. Willst du durch das bloß zu sein, was Sinn ist. Sieh das Alte Testament, die Suchen im Alten Testament, keiner kann durch den gerecht werden. Keiner. Aber durch dort können Menschen bloß sein, dass dort wie nicht der Punkt. Du musst was beten. Komm in Galater 3, Vers 24 und 25 sagt das. Der hat gesagt, wie du uns zu belehren, was Christus kam. Hey, dort mal mit sein, was wollen wir? Das gesagt, wie du uns belehren, was Christus kam. Das ist sehr schwer zu verstehen, ist das. Das Alte Testament, wie du uns belehren, was Christus kam. Das ist Galater 3, Vers 24. Dann sagt es, dort wir durch den Glauben können gerecht werden. Nu aber, dass der Glauben gekommen ist, stu wie nicht mehr, sag mal nicht mehr, ohne einen Absagter, der uns belehren macht. Wir stehen nicht mehr ohne das Alte Testament. Wenn wir das lesen, dann werden wir das Luten durch anfahren. Wisst ihr, dass die meisten Juden, was von der ersten Tag, die sagten nachher mal das in Such, die haben Jesus keinmal angenommen. Because die sagten nachher mal im Alten Testament dann. Die vorher nachher mal das in Such haben. Römer 10, Vers 4 sagt, Christus hat mit dem Gerechtigkeitsgesetz in eng gemerkt. Weißt ihr, was das meint in eng gemerkt? Christus hat mit dem Gerechtigkeitsgesetz in eng gemerkt. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der ist gerecht. Wer bei den Jesus-Station draufkriegt, in Jesus den Punkt merkt, der wird gerecht worden. Oder der ist gerecht, sagt er. Nu, ich weiß gut, wir können Menschen judgen und wir können Menschen sein, dass wir die Juden, die um Jesus kommen an und die bleiben immer in diesem Such bin. Aber habe ich mal gedacht, wie viele Menschen du von der kriegst das selber dann? Nicht bloß haben wir Juden, die dann haben in den alten Such ramgehen, aber wir haben sehr viele christliche Menschen von der, die sagten noch einmal in den alten testamentlichen Such bin. Und alles, was du ben sagt, das nehmen die an als ihr Glaubensbekenntnis. Aber die kriegen niemals drauf durch, wo die Sucht soll anbringen. Und dort ist, wo dann wir die Bibel brauchen, zu so viel schrecklich dumme Dinge, zu Menschen weiter, Menschen tot merken, Menschen je in sich drehen und all diese Dinge. Das Neue Testament ist nicht anders. Das Neue Testament ist nicht anders. Wenn du das Alte Testament liest und nicht nur Jesus yes, und nicht lässt sie Jesus bringen, dann bist du in Trouble. Wenn du das Neue Testament lesen lässt, das kriegt das selber. Jeder Buch von dem Neuen Testament hat einen Purpose, hat ein Zweck. Und dort ist das Devisen nur Jesus und dort bei Jesus das Leben. Und wenn du die Bibel lesen, das Alte oder Neue Testament, und du lässt nicht Jesus das Zentrum sein, dann hast du eine Lage, dann hast du ein Lagewort. Okay? Du hast gleich Leben, du hast gleich dort, wo das Brücken geht, zum die Leben geben und Leben helfen, sprechen oder Leben geben. Und das Einzige, was wir tun, wenn wir die Bibel nicht luten, ans Jesus wiesen und bringen, das Einzige, was wir wollen, ist niemals Pharisäer. Sondern wir die Bibel auswendig kennen, sondern wir alles weiten, wir können alle Menschen lehren, aber wir selbst kommen nicht nur Jesus mit unseren Dingen, wir helfen Menschen nicht nur Jesus kommen mit ihren Dingen. Und das ist der Trouble. Wenn wir ans Text wieder lesen in Matthäus 5, was wir da lesen, dann geht Jesus wieder und er erklärt die Bedingungen. Und ich werde in einer Small Group Forms sein, die sollen nennen, so dass jeder kann das Werk lesen, wo ihr taub sind. Aber Matthäus 4, Vers 18, das ist der nächste Vers, von was wir lesen, das heißt es das. Verlutjen dort, sagt Jesus, solange aus Himmel ihr stehen, wird nicht der kleinste Buchstabe oder Punkt vom Gesetz gestrickt worden, aber das alle erfüllt ist. Und dann sagt er hier und wir immer, was Menschen ohne Schlieren ist dort, der wird clean genannt worden im Himmelreich. Ich will nicht sagen, weil das ist eine bekannte Frage, was wir fertig hier in der Kirche nicht.
wenn wir was in der Bibel reden oder du nennen, was du nicht nennen hier, in die Menschen dort lehren, die werden groß oder klein sein, ja. Das ist 100% was das hier da. Jesus sagt, wenn ihr in Ladet gesagt habt und Jesus den Zentrumpunkt merken von ihrem Leben, dann ist es bloß ladig. Und wenn ihr Jesus nicht luten, dort der Zentrumpunkt sind von der Bibel, dann durch jede Bibel Dinge rüt oder nennen, was du nicht mehr sind. Because der Punkt von der Bibel ist Jesus, Old oder Neue Testament. Und wenn wir dann wollen Menschen, oder für uns selbst und für andere Menschen, die das dort lernen, sagt er, das ist schlimm. Because wir dann die Dinge rüt oder Dinge nennen, was die nicht sollen sein, because der Punkt von der Bibel ist Jesus. Und dann sagt er in Vers 20, so steht er, sagt, willst du das sagen könnt, war Jesus jetzt wieder und sagt, willst du das sagen könnt, sagt er, wenn jene Gerechtigkeit nicht wird besser sein als die schriftgelehrten Pharisäer, wo je niemals das Himmelreich sein. Wir haben gesagt, nicht machen, weil Jesus der verteilt hat von einer ganzen Herde Menschen, sehr viele Menschen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, dort wären die, die dort buchen, immer stehen, und die sagen, wir sind die heilige Menschen, und die sind viel eingereicht, als was wir sind. Und so die Pharisäer und Schriftgelehrten wären sozusagen die Ältesten, was du für das Volk anstehen und die Menschen verlieren und sagen, wir sind eine Radung sozusagen. Und so Jesus sagte zu den Menschen, für die Pharisäer, und sagte, wenn jene Gerechtigkeit nicht geraten wollen, als die Pharisäer und Schriftgelehrten, dann wollt ihr das nicht mehr in den Himmel kommen. Und warte, wenn ein Jude das hier lesen, ich kann mir verstehen, wo sie geklärt haben, und ich habe gesagt, wo die Welt, wo wird es sich so zu sein von unseren Lehrern? Aber weißt du, warum der sagt, unsere Gerechtigkeit wird man besser sein als der Lehrer? Because die Lehrer hatten ihre eigene Gerechtigkeit tot geschafft. Die hatten sich ab Jahren und Schelfen abgesagt, durch ihre eigene Worte. Und kriegen dann, wofern die Menschen wären, ihre eigene Gerechtigkeit, wie nicht genug zum Himmel ankommen. Das wisst ihr aber so wieder nicht. Unsere Gerechtigkeit, kriegen dann, wofern das ist nicht gut genug zum Himmel ankommen. Because wenn wir unsere eigene Gerechtigkeit versuchen, abzubauen, zum Himmel ankommen, dann haben wir ein Ladjet Gefäß, dann haben wir eine Ladjebeutel, das nicht sperren. Das ist korrekt, was die tun haben. Die haben ihr Leben gespetzt auf was ganz Ladjet, wo Jesus nicht das Zentrum wäre. Und so diese eigene Gerechtigkeit wird man besser sein als Jahre, was dort oben stehen, because die ihre besten Dinge sind, die sich selbst abgeschafft haben. Und weißt du, was Jesus meint? Und das geht nur, actually, für uns, weißt du, was Jesus meint, wenn er sagt, jene Gerechtigkeit wird besser sein als die besten Menschen? Wenn wir jede Bibel lesen, dann macht jene das in Jesus Station kommen und du aufladen in jene Gerechtigkeit vertischen für Jesus in die Gerechtigkeit. Because Jesus in die Gerechtigkeit ist besser als die besten Menschen Erde. Verstehe ich den Unterschied? Und so Jesus sagt, ja, die Menschen, die dort oben stehen, die wollen nicht euch helfen können. Die wollen euch anstehen für uns. Und wenn die wollen proben, so gut zu sein als da, das wird ihnen auch nicht genug, wird ihnen auch nicht getrieben. Das ist eine Lade Hoffnung. Aber wenn die wollen meine Gerechtigkeit, Jesus in die Gerechtigkeit annehmen, in uns Leben handeln und sagen, Gott, ich kann genug, ich kann nicht mit meiner Gerechtigkeit. Damit immer, wo wir Jesus in die Gerechtigkeit nehmen. Und das wisst ihr, was so weit nicht. Jesus in die Gerechtigkeit ist der Einzige, der ganz Einzige, was die wird übrigen, wenn die dort ankommen. Und so das ist der Punkt, was Jesus merken wird. Der sagt, nicht die Bibel weichschmieden. Je da wie von Jesus vertalen, das meint gleich, dass wir wollen die Bibel weichschmieden. Wir wollen viel mehr lesen, als wir euer haben. Ich wünsche, wir würden uns Plans merken von dem Alten und Neuen Testament lesen, alles, was wir uns haben. Aber jedes Mal, wenn wir das tun, immer weiter, und immer weiter, und immer weiter, und immer weiter, lud die nur Jesus führen. Und lud auf, ohne Jesus mit den Dingen. Mit der Leute, was ich irgendwo sein und was mit Stückchen, aber hier ist gleich Leben, man. Aber das wisst die nur das Leben. Und Jesus ist das Leben. Okay? Nu, ich weiß sagen, dass das wisst die du haben, wo Leben ist. Aber bloß mal sagen, lesen, wird nicht passieren. Und so, wir gehen Jesus mal unsere Dinge und wir laden auf. Nu, ich weiß nicht, über dein Leben, ich weiß nicht, wo deine Hoffnung ist, ich weiß nicht, wo die deine Hoffnung erbühen essen.
Ja, vielleicht bist du so ein Doll-Christen von der sein, du hast eine Hoffnung gebüht, ob du das sei viel beten und sei viel lesen. Das ist okay, wenn die beten und lesen, das bloß verjährt nicht davon, dass die Worte einen Destination Point oder einen Punkt führen, wo du gemerkt bist zum Sein. Und das ist nicht erst deine Lehrer oder dein Geld oder deine Gesundheit oder deine Bibel, wo du hast deine Hoffnung abgesagt, die wollen die Leben geben, Lut, dort die du anbringen. Nu kann ich eine Frau fragen, was wird passieren, wenn du die Bibel einmal brücken, zum Jesus kommen? Denk du mal nicht, aber was wird passieren, wenn du die Bibel brücken, die du anbringen, wo du gemerkt bist? Nu, hier ist einmal ein Vers, was ich will lesen. Und hoffentlich merkt das sein, aber weißt du, von wo das Vers ist? Okay, das ist von einer Bibel. Was sollt ihr wissen? Jesus sagt, kommt alle nur was? Was sagt er? Der sagt, kommt alle nur mir. Okay? Die Bibel sagt, wir sollen alle nur Jesus kommen. Der hat nach Amazon gesagt, von dem ersten Buch in Moses bis der letzten Buch in Offenbarung, die Bibel hat nach einmal gesagt, wo wir sollen hinkommen. Okay? Jesus sagt, kommt alle nur mir, die in schwere Lasten gehen, bedrängten Meid sind. Und wer wird uns zufrieden geben? Wer wird uns Ruhe geben? Right? Jesus. Jesus wird uns Ruhe geben. Nu, wenn du, und ich will etwas persönlich merken zu dir, aber wenn du deine Bibel von Anfang, wo du hast angefangen zu lesen, was von der, nach einmal hat es die Leute, die nur das Jesus-Station führen, wo wird dein Leben von der anders sein? Wo wird er anders sein? Wenn jedes Mal, wo du die Bibel gelesen, von einmal, was du gelesen hast, du hast einmal Leute, die in Jesus führen, wo wird dein Leben anders sein? Wo wird deine Familie anders sein? Wo würden deine Relationships anders sein? Kann ich eine bessere Frage fragen, wo würde das sich anders lauten? Wenn wir die Bibel nicht hätten gebraucht, zum Jenen sein, zum Sein, wo Damen andere Menschen sind, wo Damen andere Kirchen sind. Was, wenn wir die Bibel hätten, lauten uns nach Jesus bringen und dort den Zentrumpunkt merken, dann würden wir von der Anfang zu leben. Wo würden wir uns behandeln? Wo würden wir die Sender annehmen? Wo würden wir die Sender leben? Wo würden wir rücken und den Menschen Evangelium bringen? Was für eine Nurrecht würden wir die bringen? Wo würden wir uns amtlich behandeln, wenn wir uns nicht sehr gleichen? Wo würden wir uns vergeben? Wo würden wir uns leben? Wo würden wir mit anderen Kirchen umgehen, was du nicht kriegst, zu denken, was wir tun? Wenn wir die Bibel hatten nicht gebraucht, um jeden ans drehen, aber wir hatten die Bibel gebraucht, um uns Leute Jesus führen, in Jesus den Reference Point merken von uns Leben. Hans, je hebt eine große Freude, die von der gewählt hast, mal uns zu horchen. Unsere Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendein Weiz, wenn diese Botschaft wird Mut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von diesen jeden best für Lebenszeug ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anladen, kann man es besiegen. Unsere Lehren sind gut für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens Tag nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du in dein Leben sehen und in die Mut geben. Dann werden wir dir aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merkt ihr das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und dort die Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und du willst gleich ein Part zu sein von so einer Gruppe, dann finden uns das Nummer, was hier angegeben ist, oder schreib uns an WhatsApp, oder besuch uns an unserer Webpage, lebenstrike.com. Uns hier erscheint, dass wir ein Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn du willst gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn er auf YouTube ankommt, dann würden wir gleich noch, du willst das subscribe, auf den Klinger drücken, bis dort, was du dort anwollen.